Dieser große Gott ist nicht im Himmel geblieben, sondern er ist runtergekommen auf diese Erde. Heute feiern wir den Geburtstag von Jesus. Von Jesus, der in dieser kleinen Krippe geboren wurde. Plötzlich ist da kein Gold mehr und keine Engel, die Tag und Nacht singen. Plötzlich liegt er in so einem Stall in einer Wiege. Gott wird ein Mensch, ein richtiger Mensch, mit einer Nase und Ohrläppchen und einem Popo. Vielleicht hat er mal beim Essen gepupst. Und trotzdem ist er Gott. Trotzdem ist er heilig. Und obwohl niemand von uns dabei war in dieser stillen Nacht, in diesem stinkigen Stall, niemand von uns hat vor 2000 Jahren mit Jesus auf dem Spielplatz gespielt. Und trotzdem können wir ihn kennenlernen. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Vielleicht kennt ihr Kinder ihn ja schon. Wir können in der Bibel von diesem Jesus lesen, der ganz Mensch war und gleichzeitig ganz Gott. Und auch unsere Experten wissen schon so einiges über Jesus und wir haben sie gefragt. Jesus ist Gottes Sohn und Gottes Sohn ist der König von Himmel und Erde, wie Gott selbst. Ein Mann, der einfach heilig ist, er hilft jedem. Es ist wie der zweite Gott, es ist wie ein Teil von Gott, der auf der Erde ist. Jesus ist Gott. Jesus ist wie Gott. Jesus ist gleich wie Gott. Jesus ist Gott, sein Sohn. Der Jesus ist ganz groß. Der Sohn Gottes, der König von der Welt, er ist mächtig, er ist gestorben, hat alles für uns gegeben. Jesus ist Gottes Sohn und kann viele Wunder geschehen lassen. Er ist sogar mal, obwohl ein Kind bald gestorben wäre, ist er einfach zu anderen Menschen gegangen und hat sie geheilt. Und dann war das Kind schon gestorben. Und dann hat er es einfach wieder auferstehen lassen. Wie sich selbst. Jesus hat so eine Worteskraft, wo seine Wörter stimmen und Wörter folgen ihm. Nicht gerade Zauberer. Zauberer gibt es erstens nicht und zweitens sind das eigentlich nur Zaubertricks. Und ein Trick ist ein Trick. Und er hat einfach zum Gott gebetet, dass er das Brot mehr macht. Und dann hat er sie einfach zerrissen und es sind immer mehr irgendwie gewesen. Er ist gestorben und er wieder auferstanden. Wegen Gott. Der Tod ist stärker, nein, weniger stark als Gott. Er hat alle geholfen. Und er ist für uns am Kreuz gestorben. Jesus hat uns lieb. Und wenn wir wütend sind oder schlecht sind, dann hat er uns immer noch lieb. Ich glaube, sehr nett. Sarah macht auch keinen Blödsinn. Er passt gut auf oder gibt gute Antworten. Helfen und sagen, du darfst auch mitspielen. Wenn er sagt, du darfst nicht mitspielen, nur mal mehr. Dann sagst du doch, du darfst auch mitspielen. Oder wenn er in so wäre, da hätte er gern Esel und auch Pferdemager vielleicht. Ich weiß, dass er besonders ist und dass ich ein besonderes Kind neben mir sitzen hätte. Eigentlich mich immer beschützen, nicht gerade eine sage, hau ab oder so, wenn er mich nervt. Und er geht immer mit mir mit. Ja, eigentlich wie mein Freund, der ist zwar nicht gleich wie Jesus, denn tut einen immer zum Heulen bringen, wenn einer mich nervt. Da haut einer auf den Boden oder sagt, hau ab, wenn er mich nervt. Nicht gerade so. Er macht alles richtig. Ja. Und er war sicher sehr gut in der Schule. Er hat auch gut lesen. Und hat
ist immer leise gewesen und nie plappere. Yes, ich finde, Kinder, ihr habt schon echt viel Ahnung von Jesus. Und wisst ihr was, heute seid ihr da, um uns Erwachsenen etwas beizubringen, okay? Habt ihr Geduld mit uns? Damit wir das verstehen, was ihr schon wisst, okay? Wir feiern den Geburtstag von Jesus. Wir feiern mit einem Gottesdienst, wir kommen zusammen, wir singen Lieder zu ihm, weil er uns sagt, wenn ihr euch in meinem Namen trefft, bin ich in der Mitte. Und danach gehen wir nach Hause oder an den Folgetagen feiern wir Feste. Wir haben unsere Liebsten in unserem Daheim, wir kochen was Gutes, trinken was Gutes dazu, wir essen Weihnachtsplätzchen, singen vielleicht nochmals Lieder, bewundern den Tannenbaum, wenn du einen im Wohnzimmer hast. Aber weißt du, was die Kinder am meisten lieben an Weihnachten? Ja, jetzt habt ihr euren eigenen Auftritt torpediert, aber wir sagen es nochmals auf diese Weise. Dass ich Geschenke bekomme. Auf die Geschenke. Also eigentlich hoffe ich nur, dass ich das Boxhantel oder das Lego-Schiff bekomme. Geschenke. Ich habe mir die coolste Sache gewünscht. Auf Geschenke. Wäre fast nicht nötig gewesen. Hä? Ich glaube, ihr seid alle einverstanden, oder? Nicht? Fast alle. Doch, jetzt kam doch noch ein Doch. Geschenke. Warum auch nicht? Geschenke machen glücklich, oder? Sind wir uns da einig? Geschenke machen glücklich. Ich finde schon. Wenn ich was bekomme, was ich mag, finde ich super. Und letzten Endes, wenn du dich auch als Erwachsener etwas mit Geschenken befasst, merkst du ziemlich schnell, es geht um Kommunikation. Wir kommunizieren nonverbal, wir sagen uns etwas. Wir sagen, hey, ich mag dich, du bist mir wichtig, ich will dir eine Freude machen. Wir teilen uns Dinge mit und plötzlich ist ein Geschenk nicht mehr wirklich so wichtig, wie viel hat die Person dafür ausgegeben, was hat das für einen monetären Wert, sondern vielleicht viel eher, von wem habe ich das bekommen. Vielleicht hast du auch dieses Geschenk, was dir jetzt in den Sinn kommt, was du mal von jemandem bekommen hast, das du so magst, immer noch. Nicht, weil es teuer war, sondern weil du es von dieser Person bekommen hast. Und ich glaube, Geschenke sind etwas Wunderschönes und gleichzeitig das ganze Thema mit den Geschenken, das Problem daran ist, das Erwachsenwerden. Weil Geschenke können auch mega nerven. Kinder, hört uns zu. Geschenke können auch Stress verursachen. Wenn es 1000 Geschenke gibt und nur noch alles fetzt und man am Ende das Gefühl hat, weiß mein Kind überhaupt noch, von wem es was bekommen hat und hat es überhaupt Dankeschön gesagt und im März überhaupt schon mit allem gespielt. Oder dieser Stress, der manchmal entsteht. Ich meine, für mich als Pastor, ich habe schon viel zu tun im Dezember und dann muss ich noch Geschenke kaufen, weil man das halt so macht. Zum Glück habe ich eine Frau, die vieles davon macht, aber ich habe auch noch meine 2 Geschenke, die muss ich organisieren. In meiner Familie zum Beispiel, mit meinen Eltern habe ich ausgemacht, dass sie uns nichts schenken, um diesen Stress zu vermeiden. Das funktioniert großartig. Es gibt ein Problem, ich bin der Einzige, der sich daran hält. Aber ansonsten funktioniert es gut. Ich weiß nicht, was in dir drin manchmal läuft beim Thema Geschenke. Wenn du irgendein großes Geschenk bekommst, hast du schon mal irgendein richtig großes Geschenk bekommen? Oder so dieses dumpfe Gefühl in dir getragen hast, muss ich mich jetzt revanchieren? Muss ich jetzt etwas zurückgeben? Und dieses Gefühl entstanden ist, stehe ich jetzt in der Schuld dieses Menschen? Meine Mutter hat eine Schwester. Wenn die manchmal unser Haus verlassen hat zu Hause, Kinder, jetzt müsst ihr zuhören, das ist ein Tipp, dann war manchmal hinter der Gewürzdose in der Küche, hat so blau geschimmert. Und wenn wir da geguckt haben, waren da ein Hundertenötli drin. Wir waren natürlich so gut erzogen, dass wir das nicht genommen haben, sondern wir haben die Mama darauf angesprochen, was soll das mit dem Hunderter? Und meine Mutter hat dann so versucht zu erklären, ja, ich habe ihr dort geholfen oder das gebracht. Und weißt du, sie kann das nicht so gut annehmen. Und ich habe das als Kind nie gerafft. Heute als Erwachsener verstehe ich das Gefühl, Dinge nicht annehmen zu können. Ich habe die Schattenseite der Geschenkerei auch in München erlebt, als ich in der Immobilienbranche dort in Deutschland gearbeitet habe und irgendwann realisiert habe, ja, das Ganze kann wirklich auch große Dimensionen annehmen, wenn plötzlich Geschenke gemacht werden, damit jemand etwas Bestimmtes tut.
Also wenn du ein Angebot machst und willst, dass dein Angebot angenommen wird und du wirfst ein Geschenk hinterher. Das hat in Deutschland eine riesen Staubwolke ausgelöst. Und heute, und damals, als ich in den Betrieb kam, gab es ganz, ganz klare Compliance-Regelungen. Ich durfte nicht mal mehr einen Kugelschreiber annehmen. Wenn ich einen bekommen habe, musste ich zu unserem Compliance-Officer gehen und das melden. Und mit ihm besprechen, ob das okay ist, wenn ich den behalte, ob ich ihn zurückgeben muss. Weil es solche Dimensionen angenommen hat. Und in die End bekommst du ein Geschenk, was eigentlich toll ist, aber es muffelt so ein bisschen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, du merkst, irgendwie ist bei diesem Geschenk eine Botschaft mitgekommen. Vielleicht will die Person, dass ich irgendwas Bestimmtes tue. Und ich will euch jetzt mal etwas zeigen, liebe Erwachsene. Ich brauche eins der Kinder, was mir erzählt, was das tollste Geschenk ist, das du jemals bekommen hast. Du hast direkt aufgestreckt. Ich komme mal zu dir. Dein tollstes Geschenk, was du je bekommen hast? Jesus. Oh, das ist jetzt aber krass. Und wie fühlst du dich mit diesem Geschenk? Gut. Toll. Gut und toll. Willst du auch noch sagen, dein tollstes Geschenk? Liebe. Liebe. Und wie fühlst du dich mit diesem Geschenk? Ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut. So einfach kann es sein. So einfach kann es sein. Da macht plötzlich Sinn, wenn Jesus sagt, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Ich habe gesagt, wir sind heute hier, um etwas von den Kindern zu lernen. Ich glaube, die Geschenkerei an Weihnachten, die kann für uns ein gutes Übungsfeld sein in der Beziehung mit Gott. Das Ding ist, Gott hat uns das beste Geschenk ever gemacht. Und es kam direkt aus seinem Mund. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Das beste Geschenk, das du dir vorstellen kannst, hat er dir gemacht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich möchte dir an diese Weihnachten eine Frage mitgeben. Wie gut kannst du Geschenke annehmen? Wie einfach fällt es dir? Das größte Geschenk, das jemals an dich gemacht wurde, anzunehmen. Oder bist du jemand, der so gern mal irgendwo noch ein Hunderte platziert, weil das Gefühl in dir ist, ja irgendwas muss ich jetzt zurücklassen, irgendwas muss ich jetzt geben, das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Oder bist du jemand, der nach dem Haken sucht? Wo ist der Haken? Ich weiß nicht, wie ich es dir anders sagen soll. Es gibt keinen Haken bei diesem Geschenk. Gott schenkt nicht mit Kleingedrucktem. Gott schenkt nicht mit Hintergedanken. Dieses Geschenk, was Gott an Weihnachten an dich macht, ist letzten Endes auch Kommunikation. Ich liebe dich. Du bist mir wichtig. Ich sehe dich. Ich will dir eine Freude machen. Und deswegen mache ich dir dieses Geschenk. Gott rollt sozusagen den Teppich aus und macht den ersten Schritt auf dich zu, damit eine Beziehung entstehen kann. Wie wäre es, liebe Erwachsene, wenn wir diese Weihnachten unsere Kinder betrachten, wenn sie Geschenke bekommen, wenn sie Geschenke auspacken, wenn sie die größten Geschenke vielleicht bekommen, aber sie einfach entgegennehmen, voller Freude und mit vollen Zügen genießen und einfach Freude daran haben.
Bild. Ein Bild will ich ihm bringen, und tun es Loblied singen, dann Friede her, Heiland. Und ich bringe mir Kuschelball. Kuschelball tun ihm bringen, und tun es Loblied singen, dann Friede her, Heiland. Und ich bringe mir ein Schofall. Schofall tun ihm bringen, und tun es Loblied singen, dann Friede her, Heiland. Und ich bringe eine Blume. Blume tun ihm bringen, und tun es Loblied singen, dann Friede her, Heiland. Und ich bringe ihm einen Schal. Schal tun ihm bringen, und tun es Loblied singen, dann Friede her, Heiland. Und ich bringe eine Laterne. Laterne tun ihm bringen, und tun es Loblied singen, dann Friede her, Wow! Applaus für unseren Kinderchor.